Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Leute, in dem Format sage ich euch, wie ich die Mannschaft aufstellen würde und sage euch meine Einschätzung zum Spiel. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Südgipfel, 30. Bundesligaspieltag. Wir können vielleicht deutscher Meister werden. Hängt von Borussia Dortmund heute ab. Bei Hoffenheim. Dortmund hat sich schon oft schwer getan gegen Hoffenheim, war meistens dann zu Hause, nicht auswärts. Also von daher, ja, weiß ich nicht. Ja, ist natürlich immer schöner, zu Hause deutscher Meister zu werden, als wie auswärts. Das nächste Spiel sollte dann ja sehr wahrscheinlich wieder auswärts sein, es sei denn, wir hätten mal 2 Heimspiele hintereinander. Ne, wir spielen dann in Mainz. Ja, von daher wäre es natürlich schon schöner, wenn das jetzt passieren würde, aber gut. VBC hat auch nicht die Priorität, ob wir jetzt am 30. Spieltag Meister werden oder am 31. oder am 32. Wen interessiert's? So, ja, ganz einfache Kiste. Aber Südschlager ist natürlich ein geiles Spiel. Stuttgart immer interessante Spiele, immer schwere Spiele. Ich erwarte auch kein einfaches Spiel. Ja, Stuttgart sollte ausgeruht sein. Wir haben das Spiel gegen Real Madrid. Ich hätte jetzt gesagt, in den Knochen, aber wahrscheinlich eher mehr im Kopf. Ja, dazu schon das DFB-Pokalspiel ist am Mittwoch. Ja, in Leverkusen mit Sicherheit auch kein einfaches Spiel, wieder ein Highlight. Und danach hast du dann noch Mainz, dann hast du schon wieder Paris. Also es geht Schlag auf Schlag. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Stuttgart hat viel versucht, hat uns oft auch eher, wenn dann meistens auswärts, teilweise auch hergespielt, muss man ganz klar sagen. Wie die aktuelle Stuttgarter Mannschaft ist, im Gegensatz zu letztes Jahr, davor das Jahr, I don't know, ich bin gespannt auf das Spiel. Ja. Es gilt wie immer, wenn wir unsere Performance auf dem Rasen kriegen, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Ja, das hat das Spiel gegen Real Madrid gezeigt, weil die Spiele gegen Real Madrid, von daher. Und da ist es auch unabhängig, wer auf dem Platz steht. Ja, ich gehe von einer Rotation aus, bei mir wird es auch eine Rotation geben. Ich habe heute auf der PK erstmal erfahren, dass Tom Bischoff Muskelfaserriss hat. Ist an mir völlig vorbeigegangen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist natürlich super schade für ihn, weil er gerade auf einem aufsteigenden Ast war, so dass er vielleicht auch hätte noch eine Alternative sein können für Pavlovic diese Saison. Das wird ja jetzt hinfällig leider sein. Das ist sehr schade. Ja, von daher ist das natürlich eine Alternative, die wegbricht. Aber wir gehen mal rein. Ja. Bei mir wird Obich im Tor stehen. Ihr werdet das diese Saison auch nicht mehr anders sehen hier. Ja, klar, wenn Manu in Dingens ist, gegen Paris wird Manu oder am Mittwoch wird wahrscheinlich auch Manu im Tor stehen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Manuel Neuer war auch oft genug verletzt dieses Jahr. Ja, und wenn der jetzt wieder alle 3 Tage spielt. Ich meine, wir haben die Leistung gesehen gegen Real Madrid im Rückspiel. Vielleicht war das auch nicht so schlau, dass er dann in der Bundesliga gespielt hat. War auch völlig unnötig. Ja, ich habe es schon öfter gesagt, es ist an der Zeit, dass ein Ubich jetzt eine ernsthafte Alternative ist. Und wenn wir alle 3 Tage spielen, Manuel Neuer, es reicht auch, wenn er alle 7 Tage spielt. Das heißt, Manuel Neuer spielt alle 7 Tage, Ubich spielt alle 7 Tage, wenn du Ubich jetzt die Bundesligaspiele lässt. Und dann ist doch alles gut. Ja. So, dann hast du 2 Torhüter. Sollte Manuel Neuer sich verletzen, hast du immer noch einen Ubich, der auch im Saft ist, der auch Spielpraxis hat. Nach seiner Verletzung hat er auch noch kein Spiel gemacht. Also von daher gehört für mich Ubich ins Tor. So, Innenverteidigung. Ja, auf jeden Fall Min-Jae. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich überlege gerade, wie es mit Ito aussieht. Ich würde ihn auf jeden Fall bringen. Ja, ich würde Min-Jae und Ito bringen. Erstens ist der VfB immer noch sein alter Verein, auch wenn es jetzt schon 1,5 Jahre her sind, glaube ich. Fast 2, ne? Ja, leider hat Ito ja eine lange Leidensphase bei uns gehabt. Ja, ich würde die beiden reinschmeißen. Opa und Tar Pause gönnen für Leverkusen. Alles ist fein. Gut, Linksverteidiger. Ja, Alphonso Davies. Ich weiß nicht, wie es mit Stunny aussieht. Sollte eigentlich fit sein.
Ich würde mit Conny anfangen auf der rechten Seite und dann später gegen Stani tauschen, sodass beide ein bisschen Spielzeit haben und beide dann auch einigermaßen fit bleiben. Weil wir werden beide brauchen. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber Davis hat dann jetzt nochmal die Chance zu zeigen, wie weit er ist, ob er dann schon eine Alternative ist für das DFB-Pokalspiel oder vielleicht gegen Paris. Weil gegen Paris könnte er vielleicht ein Faktor werden mit seiner Schnelligkeit. Weil Paris hat super schnelle Flügelspieler. Ja, und nicht nur einen davon. Gut, die Zentrale stellt sich dann jetzt leider ein bisschen von alleine auf, weil Tom Bischoff ja leider ausfällt. König Josua spielt immer, brauchen wir nicht drüber reden. Ansonsten wird Leon Goretzka neben ihm auflaufen. Ob das gut sein wird, Leon Goretzka ist irgendwie eine Wundertüte, mal so, mal hü, mal hot. Mal abwarten. Ich denke, Pavlo hat man mal wieder gesehen. Pavlo braucht ein bisschen Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ob er ein bisschen überspielt ist oder was. Auch die Abstimmung mit Kimmich war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich gut. Vielleicht war aber auch das eine taktische Ansage. Ich weiß es nicht, aber ja. Wie gesagt, ich kann natürlich hier auch mal die Alternativen noch reinmachen. So viele sind es ja dann auch nicht. Aber gerade in der Innenverteidigung haben wir ja auf jeden Fall Alternativen. Von daher, wenn ich sie denn finde, machen wir mal einen Upa rein, machen wir mal einen Tar rein. Tor ist Manuel Neuer, das ist ja klar. Auf Außenverteidigerposition, ja, wir haben halt Stani, der kann auf beiden Seiten spielen, genauso wie es ein Conny Leimer kann. Also alles ist gut. Ja. Da mache ich mir gar keine Kopfschmerzen. Zur Not hat auch noch Kimmich, der auch mal immer auf einer Außenverteidigerposition ausweichen könnte, auch wenn es nie passieren wird. Vorne sieht es natürlich schon ein bisschen wilder aus. Die Frage ist, wie weit ist oder wie frisch ist Harry Kane? Das war ein sehr, sehr ansprechendes Spiel für ihn. War schon von daher. Ist natürlich schade um den Torrekord, so, den er nicht knacken wird diese Saison von Levi. Dafür hätte er die Spiele machen müssen. Aber ich denke, es ist natürlich wichtiger, um ein Triple zu spielen, als wie so ein einzelner Torrekord eines Stürmers. Und ich denke, Harry Kane hat da auch kein Problem mit. Von daher würde ich erstmal mit Jackson anfangen, Harry dann so für die letzten 30 Minuten bringen, wenn es sein muss, je nachdem, wie frisch oder nicht frisch er ist. Ansonsten würde ich mit Musiala anfangen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat gegen Real Madrid. Ja. Ihn würde ich sehr wahrscheinlich nicht durchspielen lassen, so 60 Minuten, dann würde ich tauschen. Einfach damit er auch noch eine Option ist für Leverkusen. Ja. Aber ich denke, Musiala braucht gerade Spielzeit und ja, ich denke, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Tauschen könnten wir ihn dann zum Beispiel für Rafa Guerrero, ja, der natürlich da auch noch eine Alternative ist. Unsere Außenbahn, ja, haben wir natürlich unseren Dauerbrenner, Luis Diaz, wir haben Michael Olisse, Lennart Kahl ist nicht da, wir hätten Serge Gnabry, wir könnten auf einer von den beiden Positionen Gnabry bringen. Ich würde erstmal mit beiden anfangen, wenn du schon Heavy vorne weg hast, dass da immer noch die Qualität ist natürlich brutal mit Diaz, Musiala und Olisse, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Wie gesagt, ich würde mit denen anfangen, aber auch die würde ich nicht durchspielen lassen. Ja. Für mich sind Wechselkandidaten ganz klar, ich meine Luis Diaz, ich weiß nicht, wurde der schon mal jemals ausgewechselt. Musiala, Olisse, eventuell Kimmich, eventuell Jackson, also Harry Kane rein, ansonsten Conny Leimer. Das sind meine Wechselgedanken, die ich hätte. Ansonsten werden wir mit Sicherheit auch wieder den einen oder anderen Jugendspieler auf der Bank haben, da wir ja mit Lennart Kahl und jetzt Tom Bischoff 2 Spieler weniger haben. Auch da, ja, hätte ich jetzt auch keine Kopfschmerzen damit. Wie gesagt, sollte Olisse ein Wehwehchen haben, sollten Diaz ein Wehwehchen haben, Haus ist Serge Gnabry rein. Immer unter der Prämisse, dass man halt nicht weiß, so wie es wirklich aussieht, Fitness-Level-mäßig. Aber das wäre meine Startelf gegen den VfB. Ein bisschen Rotation ist wichtig. Auch, dass die anderen Spieler auch in Spielpraxis bleiben. Ja, und bisher macht's Winnie auch überragend, muss ich sagen. Ja, ich gehe ja fast immer d'accord mit ihm. Vielleicht 1, 2 andere Aufstellungen, die er so hat. Aber prinzipiell ist es ja so, dass wir durchtauschen. Und ich denke, das hat man auch gegen Real Madrid dann zweite Halbzeit gesehen, ja. Dass wir einfach die Mannschaft waren, die noch viel, viel mehr Reserven hatte. Ja.
Real Madrid wirkte schon sehr müde und stand nur noch hinten drinne, war kaum noch in der Lage, irgendwie da was groß gegenzusteuern. Ne? Gut, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche uns einen super Südgipfel, hoffentlich mit dem besseren Ende für uns. Vielleicht werden wir schon deutscher Meister, wäre natürlich schön. Für die Fans in diesem Spiel deutscher Meister zu werden und nicht irgendwie auswärts bei Mainz 05. Also von daher, Hoffenheim, gebt Gas. Tschüssi.